Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. Haut hun ich Invité, mein letzter Kollege de Marc Angel von der LSAP, den haut bei mir an der Sendung aus. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, merci Christoph, dass du mich invitiert hast. An Haut will man ich pur so iwwer Intergruppen ha am Europaparlament Intergruppe sind ou sech informell Gruppe, wo Deputierten aus verschiedene Fraktionen sech zu Summe fannen, fir iwwer Themen zu diskutieren, an eben auch Majoritäten zu organisieren an vu vun de Worten an de Kommissionen an der Plenär zu sugen, die vielleicht iwwer méi Kommissionen am Parlament ze strecken, an der war heinst du wo doch kein spezifische Kommission gëtt an schon ganz froh, dat den Marc haut bei mir ass, weil de Marc als Co-Präsident vun der Intergruppe LGTBI. Marc, kannst du vielleicht kurz so wat die Funktion du bedeit, an wéi d'Intergruppe bei dir funktioniert? Ja, ich bin zu Summe mit einer deutschen geringer Kollegin Co-Präsident von der LGBTI Intergroup. Das ist eine Intergroup, die sich kümmert um die Rechte von Lesben, von Gay, Bi, Trans- und Intersex-Menschen. Und das ist die größte Intergroup am Europaparlament. Wir haben über 150 Membern aus verschiedenen Fraktionen. Und das ist wirklich eine flott Arbeit. Und wenn so flott ist, dass die über die Fraktionen raus mit Kolleginnen und Kollegen schaffen kannst für ein Ziel für die Rechte von LGBTI-Menschen an Europa, aber auch über Europa heraus zu verteidigen und am Ort zu behalten. Und ich kann daher nur, wenn du willst, auch konkret Beispiele geben, wie wir schaffen. Maja, das gut zu hören, weil das effektiv der tote Solutionen, die hier am Parlament ënner verschiedene Kommissionen gefen fallen an ich meine, sind generell am Kontext von de Menschenrechten, aber auch von der Liberté d'Expression. Wie ein konkret Fall oder kannst du ein konkret Beispiel nennen, wo es wichtig ist, wo den Intergruppe LGTBI dolo konkret Sachen an Bewegung kriegt? Zum Beispiel, wenn man genau an Europa guckt, gibt es ja auch, was ihr seht, Rückschläge, was Rechte von Schwule, Lesben an Bi an Intersex an Transmenschen anbelangt. Zum Beispiel in Polen haben wir ja die Zonen, wo polnisch Gemengen sich deklarieren als LGBTI-free. Wir hatten auch in Ungarn während der Covid-Zeit eine Gesetzgebung, die Gender, die verboten hat, für sich Geschlecht an einem Dokument umschreiben zu lassen. Und da sind wir natürlich interveniert, wo wir Briefe geschrieben haben und die respektive Premierminister von den Ländern noch Polen und der Präsident, wie der Präsident sich an der Wahlkampagne in Polen auch ganz gegen die Gender-Ideologie ausgeschwärzt hat, haben wir auch Briefe geschrieben, Aktionen gemacht, geschrieben, Frohen in Kommission gestaltet. Und ich meine, das sind Punkten, wo wir ganz konkret aktiv wären. Mit das aber nicht so, dass wir als Intergruppe oft allein sind, wir assoziieren, das heißt so in anderen Intergruppen, wie gestern haben wir einen Brief fortgeschickt und den Premierminister von Nordmazedonien, da als das Problem an dem Gesetz über Prävention und Protektion von der Diskriminierung, was hier soll auf den Ordre du Jour bringen, und wir encouragiert, das Gesetz zu bringen. Und da sind wir nicht als LGBTI allein gewesen, wir haben zusammen mit dem Intergruppe über Kammerrechte, Children's Rights, aber auch den sogenannten ARDI-Intergruppe, hier die europäische Aufkürzung, ARDI steht für Anti-Racism and Diversity, zusammen schaffen wir dann heinst du mit anderen Intergruppen, die auch an Menschenrechtsfragen aktiv sind, schreiben dann so Briefe, machen Druck, holen noch Kontakt auf mit unseren Parteikollegen in den verschiedenen Ländern. Es geht nicht nur durch Briefe zu schreiben, wir müssen dann auch Networking machen. Aber was mir auch ganz wichtig ist, was mir ganz gut gefällt, meine Arbeit als Co-Präsident vom Intergroup, wir sind noch ein Brick zur Zivilgesellschaft. Wir schaffen zum Beispiel ganz viel mit ILGA Europa, das ist der Dachverband von allen LGBTI-Organisationen in Europa. Wir treffen uns regelmäßig mit denen und wir gucken, was für sie wichtig ist. Und wir haben einen Austausch mit der Zivilgesellschaft. Das ist übrigens das, was mir so gut am Europaparlament gefällt, dass wir als Deputierten immens viel Kontakt an Interaktion haben mit den Leuten im Terrain, mit den ONG, und das ist wirklich ganz flott. Ja, ich meine, das ist etwas, was du ganz richtig siehst. Die Intergruppe sind eigentlich auch in Moja, wo wir als Deputierte selber können raussichten, wen wir da invitieren, wie ein Repräsentant von der Zivilgesellschaft eben noch. Und ich meine, das ist eine ganz gute Plattform für zu échangieren und eben auch für
für uns auch besser gewusst, ja. Was Terra passiert an den verschiedenen Bereichen. Und ich meine, dafür ist es gut, dass die Intergruppen, obwohl das eigentlich kein offizielles Organ vom Europaparlament ist, das muss ich nochmal betonen, wir kriegen aber selbst zur Verfügung gestellt, für so Veranstaltungen aufzuhalten. Also für uns wichtig, für zu wissen, was genau Terra lebt, aber wo wir auch als Deputierten sollen und müssen umsetzen, für verschiedene Probleme beizukommen. Du siehst viel mehr Freiheiten wie an dem institutionellen Kader von Kommissionen. Da war alles mehr geregelt, da gibt es Regeln, dann sind wir wirklich mehr frei. Und was doch effektiv gut ist, dass die parteiübergreifend Arbeit mit Kollegen von anderen Fraktionen zusammen zu schaffen für ein Ziel. Und es geht nicht nur um Politiker, es geht wirklich um ein Ziel. Und ich fand, das ist wirklich ein Plus-Value aus von den Intergruppen. Es sind dann noch am Intergruppe Diversity, am Intergruppe Disability, weil ich an meiner Funktion als Member von der Kommission Emploi und Affaires Sociales den Dossier von den Menschen mit Behinderungen trätieren. Und natürlich komme ich da auch direkt und Zivilgesellschaft ran. Echter wie iwwer Kommission méi durch die Intergruppe christe immens Kontakte an dat das wirklich ganz flott und da sinn ich auch aktiv am Intergrupp Sozialökonomie an noch en Intergrupp, den sich mat Gewerkschaftsarbecht bekümmert an dat sind wirklich ganz flott Aktionen, die man do machen an dis wieéier se wos doch probéiere Kris, Dokumenter kris, die da fir deng Erbecht an de Kommissionen an deng Erbecht als Deputéierten awer ganz hëllefreich sinn. Dofir das keng verloren Zeit, die Zeit, die man investieren an Intergruppen, das wirklich do wert die Erbecht och zu machen. Ja. Ech op méger Seite sind an 2 Intergruppen ganz aktiv, der denkt ass eng Intergruppe, die sich hauptsächlich mat Klima an Umweltfroen befasst. An sind auch den Rapporter im Europaparlament fir d' Revision vun der Trinkwasserdirektiv vu Malona Koch ma Ministerrot von tun. An sind dann eben noch an der Gruppe, an dem Intergruppe sinne stand de Präsident vum Gruppe de Travail, den sich mat den Wasserfroen as nee setzt. Ich menggen Umweltfroen sind natürlich Froen, die als alle Gute betreffen, Welt geht net nimmen als Umwelt momentan mit geht vor allem auch für eiser zukünftige Generation en Planet zu verlosen, den nach immer lebenswert also ich meine, du fast ganz wichtig, dass man auf den Punkten engagieren. Und dann eng zweite Intergruppe, wo ich ganz aktiv bin, das ist eine Intergruppe Wein. Das klingt ganz lustig. Mit der Intergruppe Wein kümmert sich eben auch Dossien, die zwischen ganz vielen Filialen bei Nähe kommen. Du hast einerseits Handelsfrohen, mit sind aber auch Frohen von der Landwirtschaft, genau auch Taxationsfrohen, ganz tax mir dat Kommission, mir auch als parlamentarische Kommissionen ziemlich an ihren eigenen Siloen denkt, für mal so auszudrücken. Aber wir probieren an dem Intergruppe dann eben auch Frohen an Probleme abzuwerfen, an dann zu lesen, aber mehr breit zu lesen wie just ganz sektoriell. Und für ein kleines Beispiel zu nennen, wir haben durch die Corona-Krise als Weinproduzenten in Europa ganz stark Abbuße gehabt, weil ganz viel von ihnen, besonders die Groß, liefern noch ganz viel an Drittländer, an die USA. Wir wissen, dass die USA auch mit der Europäischen Union an einem plus ou moins Handelskrieg ist, wo dann Straftaxen auf Importer von europäischem Wein gelöscht sind. An den Sektor ist wirklich an einer kritischen Situation. Und da probieren wir pragmatisch Solutionen zu finden. Eng von denen wurde ich abgeworfen, weil viele von meinen Kollegen dann einfach gesagt haben, der sogenannte DG Agri, also das die Generaldirektion Agrikultur, gefragt wird, dass sie mehr Suche für den Sektor kriegen. Jeder will am momentan mehr Suche kriegen, wir können aber keine Suchen einfach so erfahren. Dafür muss ich noch gucken, wie kann in dem Sektor ernst helfen. Ich habe schon eine Proposition gemacht, für notamment am Commerz Elektronik, das heißt, wann se Wein will bestellen online, dass man da eine Vereinfachung kriegt. Weil im Moment ist es so, wenn ein kleiner Privatwinzer zu Lützeburg zum Beispiel seinen Wein will an Frankreich verschicken, dann ist das administrativ immens aufwendig, weil die braucht eine Person, die den Dedouanage auf Frankreich im Moment möchte. 40, 50 Flaschen möchte, das war herzlich wenig Sinn. An die Person, die den Dedouanage möchte, kann natürlich auch suchen,
an dat feiert dazu, dat de Wein an fin de Kant viel Medaier do kënnt an dat de Klieren da go mi Kaf geht. Mir stechen awer gleichzeitig europäesch Gelder an den Unotourismus, also de Weintourismus, dat Leiit Reesen an sich dann do bei de Wënzer bekästege lossen an daläch joch na eng köcht Wein mat Team hollen. Mei wann se de Wein ja nun net bestelle kënnen, dann hummer awer net gut geschafft. An dofer schaff mal lo un enger Proposition an schon déi do gemacht, wie dat man den Regime solle simplifiieren, dat och e Privatwënzer ganz einfach kann Kleinquantitéiten vu Wein verschecken, an dat man den Dedouanage dann net mi mussssen iwwer den eng Drittperson oder eng Drittentreprise fuhren, so dat hin dat kann direkt as engem Memberstadt machen. Du braucht man in e Guichet Elektronik fir dat ze machen, dat das alles eigentlich ganz einfach umzusetzen, mit du vermachen auch de gute Willen vun den Memberstaaten und mal lo im Gang an do eng Question parlamentär lo fir berät fir justement der tote nach weiter an Rollen zu bringen. Und dann hofft man, dat man der Winzer dummer pragmatisch Lesungen bringen an wirklich auch in der Term könne greifen, weil Winzer will auch könne vu Sänger Erbecht schaffen, an der das net vu Subsiden, wo liewe will vu segem Produkt könne liewen, an das man probieren. Schön dat eng Tag, die ich vu ménger ganz Viergängerin a freier Chefin Astrid Lüling iwwerholl hun an dem Intergrupp sie war Präsidentin schon Demos 4 hat geschafft. Und du ein ganz rich Dossier noch durchkriegt, war Demos zum Beispiel von der Kommission firgeschlugin, dat den Rosewein kind produzieren, an dem se rote Wein weiße Wein einfach bei neschet an dann grugelig. Ja, das grugelig an dat man Demos Druck von dem Intergrupp verhënnert krieg. Wir hatten du immens obwohl Parlament dobei neicht ze soen hat Hummer dower den Druck so héich gehall, dat Kommission hat miss reagieren an der Techt me kënne ganz konkret Probleme so lesen mat dem do Mëttel. Met dat Beispiel wat lo gesot mam Wein, an dats an dem Intergrupp do ganz aktiv pass ich mein, echtens passt ja gut bei der Profil als du Umwelt studéiert, dann du interessiert sich fir die Froen, an du bas hei engagéiert am Kommerz international an der Agrikulturfroen. Da fand ich ganz interessant an dus gesot mir hëlle vun de Wënzer domatte, mir hëlle vun de Biergerinnen an de Biergerinnen jo och enorm domat. Ich mein, das dat wat wichtig, dass man die Erbeg die hai gemat gët, dass man wirklich immer am Hannerkap hunn fir dat Biergerinnen an Bierger mirken, wat Europa hinne bringt. A wann net méi einfach as Wein. Das ist ein Beispiel, Ifri bestellt jo Orlo iwwer Internet, wann dat mir einfach ass, dann hummer appss gemer an schmengen. Dat is e gut Beispiel fir zu weisen, dats man net Manner Europa brache, méi Europa brauchen an dem Kontext passt du an enger ganz wichtiger Kommission, die Kommission vom Marché interieur, wo man auch feststellen, dat het nach viel Probleme ginn, ja. Notamment wann zum Beispiel auch am Commerz Elektronik will Produkte op Lützeburg bestellen, ass dat na lang net so einfach wie in der Trans du mengt a Lützeburger sucht dat Land wer am mechten geoblockt gëtt eigentlich an du man noch ganz viel Erbecht Fiis. Und du schaffen wir auch deck run, weil die Direktivkommerzelektronik, die 20 Jahre an den Internet hue schon in den letzten 20 Jahren total entwickelt, und dafür muss man wirklich aus dat eng von de Prioritäten auch do können man wenn man do fertigbringen gut Resultat dazu kreiert zu weisen, dass man liewen fir Biergerinnen und Bierger méi einfach machen. Ja. Selbst die Klamotion das net fir dat Betrieb hat méi einfach mit der Suchten Konsument, die no en fin de Kont e bessere Schwar hat a méi günstig us eng Wure rucken an die selvichte Schwar huet, wéi an andere Länder. Ich mein, dat selbst wo man immer mussssen die sees am Hannerkap mir mei amfang de Kontre vun dem wer Europa Gegner immer willen so plakativ durchstellen so ja sie man zu Bresel alles méi kompliziert. Nee, mir sinn amfang do fir dat het méi einfach gëtt, wanns de 27 Regeln hoes fir méi einfach zu machen fir Biergerinnen an Bierger an net méi kompliziert. Dat so Klischee den awer nach immer bei viele Leider am Kap Mikingen als Heimat der Krim vun der Bananen beschäftigen oder vun der Cornichon. Das war einmal das war schon lange mi so an dofir sinn ich ganz froh ha kennen lo ze schaffen an spannen war doch flott ass bei den Intergruppe wie gesot, dass man austausch mir sinn net nëmmen an neisen polische Gruppe agesperrt dat si jo zu Lützeburg gewinnt, dats man dann net just Eisideen hunn mit der se nolacht dat vun de andere Leiier, dann da hifir muss hanst du fir de Wässer an der Wein ze benutzen, Wässer an se Wein schëtten an so kommen man mengg ze summen dann noch 4 hun.
Ja, das ist wichtig im Europaparlament, weil du hast keine typisch Majorität Oppositionslogik, wie man so zu Lützburg kennen heißt wirklich, dass das Sujet den am Mittelpunkt steht, man muss die richtig wichtig Majorität dafür bauen und dafür sind Hintergruppen von denen mal ein bisschen erklärt haben, ganz wichtig. Mach ich schon vielmals merci, dass du heute kannst dabei sein. Ich dir vielmals merci, dass du mich invitiert hast. Merci für den flotten Austausch und schöne Sommer wünschen ich da. Naja, vielmals merci macht an merci für die Nolauustrin an hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.